die Damen und die Herren, liebe ich bin ganz froh, ich als Präsident vom Bezirkszentrum dürfen auf dem schönen Tag, an dem wunderschönen Saal dürfen zu begrüßen. Mir bleibt nur nach Schluss einen guten Kongressverlauf zu wünschen. Schönen guten Morgen alle gut. Liebe Freundinnen und Freunde, den 12. Mai 1987 war für das Land ein besonderer Tag. Es war die Geburtsstunde für eine neue Partei, und zwar die offizielle Gründung vom Aktionskomitee für eine Sechselpension für jeden Verein. Und er gut gerechnet hat, dann sieht dass das demnächst 25 Jahre sind. Dass aus dem Aktionskomitee eine Partei entstanden, die bislang über 5 Legislaturperioden mit 4 bis 7 Deputierten an der Chambre vertreten war an uns, hat damals kein sich Drehme gelost. Der DDR hat sich als Partei mit einem soliden Wählerstock definitiv an der Lützeburger Parteienlandschaft etabliert. 1989 als er zum Aktionskomitee für eine Sechselpension für jeden Verein, aufgekürzt Aktionskomitee für eine Sechsel ging. 1992 war das Aktionskomitee für Demokratie und Rentegerechtigkeit. Und 2006 haben wir den RDR, den sich daraus ergeben hat, beibehalten, aber alternativ Demokratische Reformpartei genannt. Und die anderen Parteien sind der Meinung, dass diese Partei, die DDR, eigentlich gar nicht bereicht zu gehen. Liebe Freundinnen und Freunde, als das nicht der schönste Beweis dafür, wie nötig das Land der DDR hat. Wir sind damals angetreten für Rentegerechtigkeit hier am Land herbeizufeiern. Und wir haben einen schönen Erfolg vorzuweisen. Heute profitieren über 140.000 Rentnerinnen und Rentner aus dem Privatsektor von den Verbesserungen, die wir damals durchgesetzt haben. Wir haben zusammen erfolgreich gefeiert und auch Rückschläge müssen anstechen. Das ist so am Leben, das ist auch so an der Politik. Es muss uns gelingen, dabei nach mehr deutlich zu machen, für wer diese Partei steht. Und ich will da 5 Punkte zusammenfassen. Erstens, Sozialgerechtigkeit. Aber wenn man so Sozialgerechtigkeit, dann hängt da direkt Bildungspolitik an und dran. Weil nur wenn einer eine gute Formation hat, hat auch eine Chance auf sozialen Aufstieg. Eine familiengerechte Politik, die diese Familie möglich macht, sich mehr und mehr intensiv Herr Kanner zu kümmern. Dritter Punkt, die Erhaltung von dieser Identität als Souveränität. Wir wollen nicht, dass Lützeburg sich an einem Europa ablöst. Schärfung von wirklicher Demokratie hier am Land als Gegenpol zu der Parteiendiktatur, die im Moment gibt. Und als letzter Punkt gehe ich so eine Politik mit Kap auf Haus. Weil wenn wir an der ganz unkomfortablen Situation, wo wir dran sind, dann ist es darauf zurückzuführen, weil an den letzten Jahren keine Politik mit Kap auf Haus gemerkt hat, als mehr, dass am Geld geschwommen ist und Geld auch dementsprechend verschwingt ist. Liebe Freundinnen und Freunde, das Land steht für riesige Probleme. Finanziell, wir sind sichere Weg an die Verschuldung, wenn das so viel geht. Bildungspolitisch, das an dem Desaster, wo wir im Moment dran sind, die größte Hypothek für die Zukunft in diesem Land. Aber wachstumspolitisch, wo sind die Antworten drauf? Ob die drängenden Probleme von Integration, von der Wohnungsnot, auch von dem Durchnähen, auch von den Defizienzen am Transportwesen. Die Leute trauen der Politik nicht mehr. Sie freuen sich, wo Lützeburg hinsteuert. Sie freuen sich, ob es Jugend nach einer Zukunft tut. Und Volk kriegt vielfach eine heile Welt vorgeschwindelt, die es schon lange nicht mehr gibt. Ist Demokratur, und ich sage das ganz bewusst, als an einem Teufelskreis gefangen, aus dem sie nicht mehr durch eine politische Wirsel rauskommt. Die Schäfersert vom Musterstaat Lützeburg ist am Gang zu brickeln, aber was Hand und rund zum Vierschein kommt, treibt einem Schudern direkt Ruf. Zeit als zeitig für einen politischen Umbruch.
Das ist eine große Herausforderung für die DDR als Partei vom Volk für das Volk. Und wir wollen die politische Alternative heute zu Lützeburg sein. Das ist die Herausforderung von der Zukunft. Wir wollen das mit einer neuen Partei spitzt umgehen. Wir schlagen für den Fernand Karteiser für Präsident, den Jean Schoß für Generalsekretär, den Jean-Claude Strottner für General Kessier soll heute plebisziert gehen, und Jean Colombera, Roy Reding, Marceline Georgien und Marc Gatti als Vizepräsident. Liebe Freundinnen und Freunde, ich gehe noch ein bisschen sarkastisch. Wen hat das gedurcht? Ein Staatsfunktionär unterstützt von der RDR. Also es ausschlaggebend, wer der beruflich möchte oder beruflich gemacht hat. Ich so nicht nehmen, aber das ausschlaggebend, wie ihn sein Beruf möchte oder gemacht hat. De Ferner als ein Musterbeispiel für Gewissenhaftigkeit, für Fleiß und Kompetenz. Ich bin überzeugt, dass diese Partei mit ihm die bestmögliche Vertreter der Bausen an der politischen Auseinandersetzung hat. Und Jean Schoß als Generalsekretär stellt die perfekte Ergänzung durch. Hier kommt aus dem Privatsektor, hier als Schaffer, in den Problemen von den Leuten, aus dem täglichen Kontakt mit seiner Klientel bestens kennt, an dat neidigt Organisationstalent mitbringt, für die Partei auch auf dem Plan noch viel zu bringen. Gesicht der anderen, der Stil ändert, aber grundsätzlich bleibt der DDR, das, was sie immer war, eine unkonventionelle und unkommode Partei vom Volk für das Volk. Liebe Freundinnen und Freunde, ich gehe noch 20 Jahre die Feierung von der Partei an dann von der zweiten Generation, wenn ich das so kann. Es war eine schöne Zeit, es war nicht immer einfach, aber was bleibt als Satisfaktion, dass wir es fertig gebracht haben, ist ein eigener Weg zu gehen und ist Platz an der politischen Landschaft zu erkämpfen. Wir sind viel an DAX gegen den Strom geschwommen. Wir haben für Gerechtigkeit gekämpft und das mit großem Erfolg. Und ich bin heute froh und dankbar, dass ich auf vichter Front da und dabei sein und ich sage nicht merci für das Vertrauen, das ihr mir immer entgegengebracht habt. Ich werde weiterhin an bester Kollegialität und Solidarität mit dir alle meine Erfahrung und meine Energie dafür einsetzen, dass ich kann auch noch gut und ohne Zukunftsangst an einem lebenswerten Land leben können. Meinem Successor und seiner Equipe wünsche ich eine gute Zusammenarbeit und viel Erfolg. Ich sage nicht merci. So, merci Robin für den bemerkenswert Wert, dass ja wahrscheinlich die Last der Haut oder für immer. Le Schiedsrichter stimmt für den Hof gegen einen administrativen Rapport für Ihrem Dossier für Unischleier. Wie der wisst, treten wir als ADR an für Simplifikation administrativ. Ich proposiere heute eine Simplifikation Politik. KP, die Link, Großteile von den Grängen und Piraten können sich zusammenschließen an Steuererhebungspartei, SP. Dann haben wir eine Beliebigkeitspartei Sammelbecken, du hast der Rest von den Grängen, LSAP, CSV und DP. Die können sich nennen LCGB, Lützeburger Konföderation vom Gebraddels und Beliebigkeit. Oder OGBL, organisiert Gebraddels und Beliebigkeitspartei Lützeburg.
an als Drittkraft gëtt dann der DDR. Die Partei, an darüber sind ich ganz stolz, die Sache fundamental geht, die Mut huet, Reformen zu proposieren, auch wenn sie nicht belebt sind, auch wenn sie nicht beim Wähler gut kommen, nimmer, wenn man sie richtig fand. Und dafür kann ich all Wähler für 2014 nimmer roden, sie dir gering, aber da wählt der DDR. Das ist die Partei, die sich für wirklich ökologisch nachhaltig Handeln ersetzt, ohne dafür die Steuerzölle zu ruinieren. Sie dir rot, aber da wählt der DDR. Die einzige Partei, die sich für den Erhalt von diesem Index ohne Wenn an Erbe ersetzt, und die auch als erste Oppositionspartei konkret Vorschläge mehr hat, wie es an der Rentenreform soll ausgesehen. Der DDR, die Sozialpartei. Sie der Christ. Da wird RDR. Weil das die Partei, die sich offen für den Erhalt von Werten an unserer Gesellschaft ersetzt. Das beste Wort Werte, das allmodischste Wort, dem wir als RDR immer Himmelschenke ganzen Kongress gewidmet tun. Froh dir ich, wo steuert das Land hin? Aber was kann denn nur noch machen? Da kommt bei Eis, diskutiert, ohne ideologisch Fesseln, über die Reformen, die das Land braucht. So, ich all, liebe Kollegen, ein herzliches Merci für die wunderbar kreativ erkämpferische Jahre, die wir zusammen verbracht haben. Kommt mir gewonnen, zusammen die nächsten Wahlen. 2014 als Revanche gesucht, gegen Beliebigkeit, gegen Ideologie, da der gewinnt, macht ich all zusammen. Merci. Da kämen wir auf der Tagesordnung zu Punkt 7. Da gebe ich Bitten über die Entlastung vom Nationalkomitee für die gelegten Erbichten 2011-2012 aufzustimmen. Wie mit den Erbichten vom Nationalkomitee einverstanden ist, werde ich tanzen. Sie soll halt dafür, wen ist dagegen? Na, beim Jean Colombella jetzt wie Nummer 24. Leif-Membren, Leif-Sympathisanten und auch Freunde von der Partei, Leif-Invitén und last but not least Leif-Presse, die daheim sind. Ich muss euch sagen, vielmals merci für den hohen Vertrauensbeweis, den nicht nur mir login hat, sondern auch dem Ferner an dem Rest von unserer Partei spitzt. Ich fand ein Resultat, was so hoch leid, als Resultat, ob da den wirklich hilfreich sein kann, und ob das wir an der Zukunft aufbauen können an unserer Erbicht. Ich selber komme, wie schon erwähnt, aus dem Mittelstand. Ich bin Freiberufler, ich habe einen kleinen Betrieb, wo rund 8 Leute arbeiten. Und ich bin auch Kanner und ich bin auch ein Familienmensch. Und da war die Entscheidung, für die Heilplatz zu kandidieren, nicht ganz einfach, weil sie erst viel diskutiert in unserer Familie. Sie haben sich sicher gemerkt, dass vielleicht das bisschen Freizeit, was für die Familie nach Doas, nach Männer gibt. 4 Piliere sind also die stärkste Zukunft. Wir versichern intern, personell, als eine bessere Infrastruktur zu gehen, für mehr sehr reagieren zu können. Wir versichern eine permanente Präsenz draußen an den Bezirken zu haben, an die Leute anzusprechen. Als Kommunikation, als dritter Punkt, nach außen, wird ganz stark renforciert, für dass die politischen Messagen, die wir hören, die gut sind, auch rübergebracht gehen. Ich denke, der Ferner wird nur noch eine Reihe politische Messagen gehen. Und als Members müssen da auch anstehen für uns, wo sie gebraucht gehen. Zukunft ist sicher nicht so, wie die letzten 10 Jahre zuletzt waren. Zukunft wird sicherlich deutlich mehr gespart. Das ist natürlich mich schön, eine große Halle, wenn ihr wisst, es kommen Milliarden an Milliarden ran. Aber wir haben ja zu Lützburg ganz demokratisch den sicheren Weg gewählt. Der sichere Weg, der war so sicher, dass es riecht, dass sicher an die Krise gefordert wird. Und das ist so sicher, dass an Europa mal nicht mit der sichere Giet wollen. Wir kriegen den Lorem zurück. Vom Sommer kann sich im Vollerbeis konzentrieren. Auf dieser Platz habe ich 2 Jahre schon ein Jahr 4 Schläge gemacht.
Die sind demos von der Presse relativ ignoriert gehen. Es war eigentlich eine Engzeitung, die ganz kurz beurteilt hört. Aber wie als Premier dann 6-8 Monate nur dasselbe beurteilt hört, hat gesagt, oh, das ist eine gute Idee. Ich war ganz begeistert, aber tut sich mal das Sprichwort bewahrheitet, wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht das Gleiche. Wir als ADR wollen aber Alternativen aufweisen. Weil der sichere Weg muss nicht immer die richtige Weg sein. Weil Heinz, du, und da sei den zumal an dem Beruf, wo ich schaffe, kann Sicherheit an Zögern auch dazu feiern, dass ihn die Chance verpasst, die er vielleicht hat retten können. Für uns Laien, wie ich schon gesagt habe, Joren, die Investitionspolitik zu Lützeburg, als ein Indexsystem, als ein Rentensystem und als ein Steuersystem, kriegt sicherlich viel Luft an Wand an das Gesicht geblasen. Wenn da ihr schlafrot, wem haben wir da zu verdanken, dann hast du da einfach, ihr googelt mal, und da so, googelt da einfach Hauptverantwortlicher Luxemburg. Und da landet er auf der Homepage von der CSV. Da steht, wortwörtlich, mit kurzer Ausnahme hat die CSV seit ihrer Gründung in Parlament und Regierung die Hauptverantwortung getragen. Muss ich da noch etwas beifügen, wen das heute zu Lützeburg für das verantwortlich, was wir heute tun. So freue ich mich, als eine Gesellschaft politisch an dieser Zeit nach überlebensfähig, die für 30 Kilometer Nordstraße mehr wie 20 Jahre braucht, als eine Gesellschaft überlebensfähig, wo es Kanner, die ja als Zukunft sind, als sie sollen, echt an einem Schulsystem voller Reformen von der Reform fertig gemäht gehen, dann an das Ausland zu gehen, weil sie sich heute zu Lützeburg kein Wohnung, kein Grundstück, auf einem Haus schwätzen wir schon gar nicht mehr leisten können. Da muss etwas geschehen. Wenn es so viel geht, dann geht Lützeburg ein Auswanderungsland. Wir wandern zwar nicht nach Brasilien aus, aber wir wandern an Lorraine aus, wir wandern an Saarland aus, wir wandern nach Rheinland-Pfalz aus, weil sonst habe ich 40 Jahre lang Schulden und ich bin noch immer nicht daheim. Also ist Gesellschaft überhaupt überlebensfähig an der Form, wo sie haut das, wo man bedingt durch das Indexsystem und durch die Indexmanipulation die armen Leute hier am Land immer mehr arm gehen und die Reich eigentlich immer mehr reich. Der Parteipräsident von der Partei mit dem großen A dran, ob RTL gesagt, für eine Permint, wie ihn sein neuer Minister vorgestellt wird, wir müssten dem Minister dankbar sein, weil er sich finanziell mit einer Ministersprei deutlich verschlechtern ging. Der Minister war für drinnen hier Staatsbeamten, nicht den Staatsbeamten ferner, und er war in dieser Funktion an einer Reihe von Verwaltungsräten. Gott sei Dank war die nicht an dieser Partei, ich weiß nicht, was sie gesagt hätte, sondern einer Partei, mit dem größten A, früher war doch mal ein kleiner Ed. Irgendwo steht an der Partei auch nach von etwas für sozial oder sozialistisch. Aber schwamm drüber. Mengen dir wirklich einen, der mit so Peier schwätzt, die weiß nach, was das heißt, mit einem Mindestlohn eine Familie groß zu zählen zu Lützeburg. Ich meine, dass wir eine Verschiebung von den Werten haben. Sozialistische Politiker machen Home Stories mit Porsche Rolls-Royce. CSV-Deputierte predigen als Enthaltsamkeit, also Präsidenten von so Clubs wie die Freunde vom Brennereimuseum. Die einen sind für den Tram, die anderen sind gegen den Tram, den einen sagt, wir können nicht bezahlen, den anderen sagt, ich muss ihn aber bauen. Das ist ein Kuddelmuddel. An der ADR ist viel geschwart, und damit komme ich auf meinen Schluss. Wir geben lo mit der neuen Equipe noch jetzt rutschen. Es wird sogar gesagt, wir geben konservativ. Nee, so nicht. Wir sind nicht mehr konservativ wie ein Land, das seit 80 Jahren bis auf 2 kurze Unterbrechungen immer nicht mehr von enger Partei regiert ist, geprägt ist. Wir sind nicht mehr konservativ wie ein Land, das seit 17 Jahren derselbe Premierminister hat. Und da reden sich an der Presse über Putin, ob den hört ich 13 Jahre. Wir haben keine konservative Elemente am negativen Sinn vom Wort. Wir sind auch nicht rechts. Ich stehe da, und das für meine Person, und ich denke in der Ferne auch, da wo die Leute stehen, die für sich suchen, für ihr Kannermann, als Land an als Souveränität streiten. Also wenn ihr mich seht, ihr wisst, wo ihr mich fand. Aber sicher nicht an einem rechten, konservativen Eck. Den überlassen nicht der Partei mit dem großen C. Ich kann nicht sagen,
an der Zukunft sind wir auch bereit, Verantwortung zu überholen. Wir haben als Verantwortung an der Opposition geholt, aber wir überholen als Verantwortung auch weiter an der Opposition. Aber was sicher ist, den nächsten Wahlkampf feiern ich nicht für Verantwortung an der Opposition zu holen, sondern ich will Verantwortung für das Land holen. Und heute zu Lützeburg will ich das machen, und überholen und nicht irgendwo im europäischen Ausland. Kriege ich zwar mehr Preise, aber heute zu Lützeburg denke ich, also ist mir wichtig. Das heißt, als nächster Wahlkampf geht der Wahlkampf für Verantwortung zu überholen an enger exekutiver Platz. Und ich so nicht dumm hat. Merci. Merci Jean für den Vierträglichen. Wir haut eng heich Verantwortung gehen schon den Optrag ganz echt. Am mat Dichte Summe sind überzecht, dat man ganz guten Weh machen an der nächster Zukunft. Also nein kann herzliche Merci. Madame Präsident, leif Member vom Kongressbüro, leif alle Gu, leif Freundinnen nach Freund, leif Vertreter von der Presse. Ich freue mich darauf, für mit der neuen Equipe zusammen zu schaffen, mit dem Nationalkomitee, mit dir alle gut. Ich will mal das so fangen, weil das alle gut um Herz leid. Und ich will über den Robbie Mehle schwätzen. Du, Robbie, wo ist so ein couragierter Chef von unserer Partei? Der Wand hat dir mehr wie einmal an das Gesicht geblasen. Als politisch Gegner hat probiert, dich zu diskreditieren und dich zu destabilisieren. Für den Zweck waren hinnen DAX keine Mittel knastig genug. Mit du es hingewiesen, dass du Standfestigkeit hast. Und auf dem Manier bist du am besten für dich und gleichzeitig für als ganze Partei angetreten. Deine ganze Lebensgeschichte, der Kampf für die Bauern, dein Einsatz für die Demokratie, als ein einzigen und überzeugenden Beweis, wie wichtig dir als Land und als Gesellschaft sind. Dabei ist Sozialgerechtigkeit dir so wichtig, dass du schon bei denen wost, die sich von der ersten Stunde an für bessere Renten am privaten Sektor engagiert haben. Viele Leute am Land sind sich wahrscheinlich mal nicht bewusst, was sie dir alles zu verdanken haben. Lieber Robbie, es ist nicht von ungefähr, dass du so lange Parteipräsident warst. Du gehst und du bist gedroht von dem Respekt, der Bewunderung und der Freundschaft, die wir alle für dich haben, und dass du nicht nur durch den Funktionen krust, mir für allem durch den Persönlichkeit und den Meriten. Robbie, du warst immer mehr wie ein Parteipräsident. Also Grundsatzprogramm, viel Wahlprogramme, viel Pfefferkehren, drohen Dinge Handschrift, also in Zeiten von der Klarheit von deiner politischer Analyse. Du weinst, les Freunde, freuen sich alle gut, dieser Kongress. Sie dir damit d'accord für den Herrn Robert Mehlen, der in unserem Land 20 Jahre lang an der Chambre gedingt hat. Und der von 1991 bis heute Präsident von der ADR war, zum Ehrenpräsident von unserer Partei zu ernennen. Und dann haben wir auch noch ein Kado für den Robbie, den sein langjährigen Freund und Kampfgenosse Gast Siberia hin überreicht, der noch eine gewisse Symbolik hat für den Charakter und die Energie, die der Robbie Mehlen und den letzten Jahren gewiesen hat. So ist so nicht alle für ganz herzliche Merci, dazu hätte ich ehrlich gesagt nicht mehr wert. Ich bin auch froh, dass an der katholischen Kirche Usus als Leidrecht Halle zu sprechen, wenn sie tot sind. Ich habe noch ein Gedanken, könnte eventuell ein Heiligprechungsprozess angelegt. Bernhard, ich meine, das ist nicht übertrieben, aber ich soll braver Merci für die Schäge, die ich komme. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen noch 2 Jahre für die Wahlen. Als ADR treten wir für uns Wähler, für ihnen ein Programm zu proposieren, an dem wir klar sagen, wofür wir stehen, und welche Überzeugungen wir wollen noch vorbringen. Wir drücken uns nicht Landprobleme, wir wollen sie abhaken und lösen. Liebe Freundinnen und Freunde,
Vorich dass Lützeburg verleiert immer méi vu senger Souveränität, net nimmen um ökonomische Plan, méi och um politische Plan. Die Europäische Union hält, mat der Komplizität vun unserer Regierung, der Chamber Steck für Steck von ihre Rechter wäsch. Iwer reise Budget gëtt wellbal méi zu Bresel geschwert wie Hai. Die schrittweis Aufschafung vom Index gëtt am Ausland zu Berlin an zu Bresel desideiert an dann von denen Herr Juncker a Frieden haheim ëmgesät. Wir als ADR stellen uns aber ein anderes Europa vor. Wir unterstützen auch die europäische Idee. Wir treten an für eine europäische Friedensordnung, auf ihre Maddeneen an nicht für ihre Gendeneen von den europäischen Nationen. Wir wollen aber kein Europa, an dem wir nicht Matze schwätzen haben. Du wünschst die mir zu einem Europa von den Nationen, an dem alle Memberstaaten frei und souverän bleibt. Der DDR erkennt die Gefahren, die von einem zu viel föderalen Europa ausgehen, besonders für ein ganz kleines Land mit seinen spezifischen Problemen. Wir gesehen haut, dass wir als Lützeburger an einem großen Teil von der europäischen Legislation an der Realität nicht mehr zu sagen haben. Du wennst muss mir über wer nur denken, für Direktiven und für allem auch Reglementer rechtliche so zu behandeln, wie einer international Aufkommens auch. Wichtig ist, dass Lützeburger verstehen, dass sie ein Wir haben zwischen verschiedenen Modellen von Europa. Die föderalen, an dem wir abgehen, den Herr Juncker vertritt, und an dem wir riskieren, als Land an unserer Identität und an unserer Rechte zu verschwannen, oder aber das Modell von der ADR, der pro-europäisch ist, aber darauf ausgeht, dass wir als Souveränität und als Identität behalten. Die will, muss man der Lützeburger gehen, und das will man auf dem Kongress klar sagen. Liebe Freundinnen und Freunde, wer haut als Staatsfinanzen guckt, die weiß, dass die Politik vom Herrn Juncker der sichere Weg an die Verschuldung vom Lützeburger Staat ist. Haut schenkt er so löst jederin dazu gesehen. 4 Runde Wahlen, wo das aber noch ernst. Es ist traurig, dass ausgerechnet die Partei, die sich 2009 wegen ihrer angeblicher Kompetenz auf finanzfrohe Wähler gelost wird, die ist, die das Land bis über den Rand vom finanziellen Aufgrund gefeuert wird. Und es ist eigentlich schuld. Es ist eigentlich schuld, dass die Partei, die schon damals gewarnt hat, nämlich der DDR, die schon damals gesagt hat, dass CSV ging leer, wenn sie gegen die Reserve schwätzen, ob er so eine dramatische Manier Recht behalten hat. Wir können uns just darüber richten, dass wir als einzige Partei die Leute damals Vorrecht gesagt haben. Liebe Freundinnen und Freunde, Regieren heißt Verantwortung drohen, und das kann CSV nicht, auch wenn sie es so gerne behauptet. Was sie ganz gut kann, das ist führende Wahlen verantwortungslos Kadoen ausdelen, Wahlkadoen. Für die müssen wir aber halt Jahr für Jahr so Lehne gehen, wie die zu bezahlen. Lo, wo kein weh mehr Landesdenk Spurpolitik feiert, sich CSV wird Verantwortung für die notwendigen Maßnahmen von denen andere Parteien matt drohen zu lassen. Bei den Wahlkadoen als sie Lenkläschen, wenn es darum geht zu spuren, da verstoppt sie sich an den anderen. Meine Freundinnen und Freunde, der DDR hat schon für ein gutes Jahr eine gesetzliche Schuldenbremse verlangt. Damals wollte die Regierung nicht davon wissen. Aber wenn dieselbe Forderung am Kader vom Fiskalpakt von Berlin kommt, da sprangen als Herr Juncker auf Frieden an der Garde à Vue und fanden das auf einmal eine wunderbare Idee. Vielleicht müssten wir mit DAX probieren, wie man Herr Juncker direkt Deutsch zu schwätzen, weil das versteht er sicher besser wie Lützeburg. Liebe Freunde, trotz aller Schwierigkeiten an den engen Limiten, die uns als Kleinland gesetzt sind, wollen wir als ADR die politisch, ökonomisch und finanzielle Souveränität von unserem Land so weit wie möglich stärken. Du wennst die mir als Partei auch bereit für Verantwortung zu wollen, und zwar nicht nur an der Chamber und an den Gemengen. Wir sehen, dass die anderen Parteien einen Weg gehen, den unserem Land seine Rechte wäschhält. Dafür so eine schaut, dass der darf nicht die ewige Oppositionspartei bleiben. Wir müssen über die nächsten Jahre mit Courage und Energie auf den Tag hinschaffen, wo als Partei, die die besten Ideen für das Land hat und die einzig ist, die dezidiert für das Land antritt, auch an der Regierung ist. So aber auch das verlangt von uns Disziplin und Solidarität. Da der als die einzige Partei, die eine kohärent und gleichzeitig ökonomisch vernünftige Sozialpolitik proposiert. Ähnlich wie die Sozialisten fallen mir nicht wenn es gilt, den Index zu verteidigen. Den Index ist sicher nicht perfekt.
mir as e guten a gerechte System, den och de soziale Frieden am Land mat garantiiert. Mat der ADR gëtt Lützeburg nees dat Land vun de kurzen, de ganz kurze Wehr, flexibel, séier an effikaz. Der aktuelle Regierung je Fantasie fir als Entreprise beschränkt sich op so'n Thema fir Fragequoten an de Verwaltungsräet. Dazu so mir auch etwas. Am Platz sich ideologisch an Gestion von den Entreprisen anzumischen. Soll eine Regierung Betriebe an Patron respektieren an dat unerkennen erwirdische wat hier Stärkte sind. Wees die Regierung dann nicht für Prioritäten vom Land leihen. Sie weet offensichtlich nicht, wat Betriebe heit zumachen, wie dat an der letzte Pummel geschieht ist, allein an Ausland gehen. Dann ist dat auch Matverantwortung von einer Regierung, die los matroisch so verbraucht ist. Wir müssen als Ministerin hun die Zeit für das Land tun, die präsent sind an die Engagement weisen. Leifren, am Pensionswesen hat die ADR als Eichpartei hier Idee präsentiert. Die Regierung hat das Propositionen zum Teil überholt, aber sie hat dabei nach DAX schlecht aufgeschrieben. Propositionen von der ADR bedeelen nämlich ein Loscher ganz moderat. Die Leute, die an der Pension sind, an die an den nächsten Jahren an Pension gehen. Das Modell von der ADR lädt also nicht die ganz leicht auf die Schultern von den kommenden Generationen. Die Regierung ist aber so hypokritisch wie immer. An ihrem Modell bezahlen die Leute von Haut, hier Wähler von Haut, nicht, mit für die nächsten Generationen alles. Meine Freundinnen und Freunde, sind da viele Jahre klemmt der Schomage. Da der will de Schomage aber nicht mehr bekloen oder einfach gerieren, aber sie will bekämpfen. Wir wissen als ADR, dass viele Arbeitsloser mir nicht mehr sie, auch zum Beispiel viel Elerleid, Leute, die sonst Zeit tun, viel Kompetenzen hun erlocht hätte, für sich an der Gesellschaft anzubringen. Dafür müssen wir an neue Modelle denken, wie viel Arbeitsloser nesen Arbeitsfeld rund zu feiern, als sie besser zu qualifizieren. E méiglesche Weh wär de vun eng soziale Joch fir Schomeuren und dem awer aner Leiit och kenten Deel hoelen. Haut se den Herr Juncker, Bekämpfung vum Schomersch wär seg Prioritéit. Eent muss soen de Mann huet Kulo. Well hier menggt Jommer Lützeburger gingen net mirken, van hien Domiten erzielt oder zuviel Suen ausgëtt. Me mir hunn ha in der Partei net vergies, dat den Herr Juncker schon neiich géint de Schomersch gemerk hat, wo hier nach Arbeitsminister wär. En huet demmals genee soviel an dem Bereich gelecht, wie en Haut lecht wie die Administrativvereinfachung führen zu treiben, nämlich überhaupt nicht. Überhaupt hat das Regierung kein glückliche Chance mit der Fonction publique. Der proposierte Bewertungssystem für die Beamten steht zu Recht auf Widerstand. Der ADR steht für einen politisch neutralen öffentlichen Dienst, den nicht einer Partei denkt mit unserem Land. Der ADR hat die Position an der erblicklichen Debatte in Fonction publique klar gemacht. Wir denken der Zeit nicht erlaube für die Gehälter zu hacken. Liebe Freundinnen und Freunde, über der Madame Delvaux ihre Schulreformen wird ja am Land viel diskutiert. Die anderen politischen Parteien sind mit Nuancen dafür, auch das muss einmal gesagt gehen, die eng mehr, die anderen Männer, oder sie trauen sich nicht für sich klar zu positionieren. Der ADR sieht im Land klar, dass sie gegen die Reformen von der Madame Delvaux ist. Die Moratoire von einem Jahr, die muss zu einem endgültigen Stopp gehen. Wir als ADR treten an für ein leistungsorientiertes Schulsystem, an dem Schulen Autonomie haben. Wir sind für ein objektives Bewertungssystem, und nicht für gewurstelter Kompensationen. Und selbstverständlich will mir auch Lützeburg als ein wichtiges Schulfach auf all Klassen. Madame Delvaux ist am Gang als Schule Futti zu machen. Die ADR möchte das nicht mit. Wenn die Regierung uns sieht, dass wir das Niveau von der Schule müssen aufsetzen, weil wir so viele Ausländer haben, dann antworten wir hier, dass sie doch soll endlich eine anständige Integrationspolitik machen. Das ist der richtige Weg. Wir wollen Kinder von unseren ausländischen Mitbürgern den Weg abmachen, für an unserer Schule zu reüssieren. Am Delvaux-System hat noch keine etwas, weder die Ausländer noch die Lützeburger. Die Reform von der Primärschule war eine Katastrophe, die vom Sekundär gedauert. Et goufen Zeit, an denen die Lützeburgische Ministerin nach dem internationalen Plan Verantwortung gewiesen haben, sich bewusst waren, dass sie gegen aus einem kleinen Land kommen, als sie sich am Ausland wenigstens korrekt und höflich behalten. Und dann kommen sie, die Herren Asselborn und Juncker. Die zwei wissen nicht mehr, wen sie sind und wo sie herkommen.
Die zwei beschäftigen sich stummert für aufwieseln die Deutsch an die französische Spitzenpolitiker öffentlich zu kritisieren und zu beledigen. Dieser Tag nach hat Herr Asselborn, der französische Präsident, ein Populist genannt, das möchte da so, aber wir sind gewinnt. Wir nennt der französische Präsident den Populist, und das sind politische Positionen, die der französische Präsident geholt hat, das ist ja aber dem sei recht. Für was möchten wir also an den französischen Wahlkampf an? Denn Herr Juncker geht noch einen Schritt mehr weit. In Asselborn hat Herr Sarkozy hier im Land kritisiert, Herr Juncker, der kritisiert Madame Merkel auf der deutschen Television. Das ist noch mehr höflich. Wir wünschen uns, dass wir mal eine Premier und einen Außenminister hätten, die am Kader von ihrer politischen Funktionen sich gegen anständig beholen. Das wäre schon ein Progress für das Land. An unserer Außenpolitik haben wir den Kompass verloren. Als Außenpolitik braucht auch eine motiviert, diszipliniert und gut equipierte Armee. Die Haut so und die Armee wäre krank, die vielleicht nicht unrecht. Eine Armee muss sie verstehen, für sie können zu feiern. Wir als ADR wissen, dass die Armee mit auch die anderen Korps an Uniform, Police, Douane, Gisterschall, Pompien, Protection Civil, die sich Tag für als Sicherheit ersetzen, zuverlässig und kompetent Politiker brauchen. Da der hat Vertrauen an die Korps, als sie steht zu ihnen. An unserem Land, wo ist die Aggressivität und Kriminalität? Wir wissen, dass immer mehr angebracht wird. Komischerweise gehen wir aber nie so richtig gewohnt, wenn der Regierung wen für die meisten von diesen Abrüchen verantwortlich ist, aber was sie will dagegen machen. Personal an den Tisch und an den Bussen fühlt sich immer mehr menaciert. Police hat es naturgemäß besonders schwer. An dem Sinn sollten wir auch nur denken, ob wir nicht ein neues Polizeigesetz bräuchten, für die Police mehr eigenständig operationelle Kompetenzen zu geben. Aber wir müssen auch als Strafgesetzer nach einmal überprüfen. Wie mit Knüppeln auf harmlos Passanten schlägt. Der gehört für lange Jahre an der Prison, ob er getrunken hat oder nicht. Gegen die der Gewaltkriminalität geht es nicht mehr eng richtig einfach. Ich kann nicht just so ein Daffer, die mir mehr lädt wie Täter. Da der verlangt doch, dass die Regierung Privatsphäre von den Bürgern endlich mal respektiert. Schluss mit den Questionären über 12 Bootzimmern und 12 Bücher, die Leute daheim haben. Schluss mit den Questionären, wen daheim Drecksimmerin rausdreht, auf wie viele Minuten ihn dafür braucht. Schluss mit dem Gesetz über die gläsernen Schüler. Der Staat soll nicht lehren, dass hier aus die Privatsphäre zu verteidigen und nicht wie sie zu verletzen. Wie gesagt, als Demokratie hier im Land hat viel Defizite. Einen hat sie aber ganz sicher nicht, nämlich den, die all die anderen Parteien anscheinend überdeutlich gesehen, und das Ausländerwahlrecht bei den Chamberwahlen. Ihr wisst, dass alle politischen Jugendorganisationen außer der Adrenalin, aber jetzt schenkt auch all die anderen politischen Parteien für das Wahlrecht von den Ausländern bei den Chamberwahlen antreten. Lasst mich dazu just ein paar Worte sagen. Nach unserer Verfassung ist das Wahlrecht für die Chamber und Lützeburger Nationalität gebunden. Und das soll meiner Meinung nach auch so bleiben. Es geht nicht durch, wie zu so vivre, travailler, décider ensemble. Nein, wir Lützeburger sind eine Nation, mit einer Sprache, einer Geschichte und einer Kultur, und nicht ein kleines Territoire irgendwo in Ardennen, wo jeder, der gerade hier lebt, alles kann man dezidieren. Wenn zu Lützeburg über das Schicksal von unserem Land und unserer Nation will man dezidieren, der muss Lützeburger sein. Den extrem einfachen und sicheren Zugang zu der doppelten Nationalität hier im Land erlaubt es ja auch schon alle Ausländer, die noch ein Minimum an Interesse für unser Land haben und ein Minimum an Wille, wie sich zu integrieren, für das Wahlrecht bei den Chamberwahlen zu kriegen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mir viel geholfen für heute, nach ein paar Worte die weiße Kirche zu sagen. Die katholische Kirche hier im Land steht nicht über der Politik, aber sie steht mittendran. Sie behält sich wie eine Parteisektion von der CSV. Über ihre Zeitung möchte sie Tag für Tag seitenweise gratis Reklam für die Partei. Das nennen wir am juristischen Jargon ein Don en Nature von einer Entreprise Saint-Paul für eine politische Partei, und das ist verboten. Können den das nach irgendwie intellektuell, moralisch, emotional verstehen, von CSV gegen christliche Politik machen. Aber sie möchten ja genau das Contraire. Die Kirche als gegen die Auftreibung, CSV liberalisiert sie. Die Kirche als gegen die Euthanasie, CSV ermöglicht sie. Die Kirche akzeptiert kein homosexuelles Beständnis, CSV legalisiert es. Aber ich bin nicht bereit, nur zu gucken, wie die Kirche ihren institutionellen Status in diesem Land missbraucht, für Parteipolitik zu machen. Und in den nächsten Tagen werde ich mich an die anderen Parteipräsidenten hier im Land adressieren, wie wir die Finanzierung der Kirche zu schwätzen.
An der Chamber gëtt eng theoretisch Majoritéit vu 34 zu 26 an dëser froh, a mir gesio dann op mir eng Lesung fannen, fir an dem Dopunkt 4 zu kommen oder net. De Modell, de mir proposéieren ass den aus dem Weltprogramm an dat ass den italiensche System vum Otto per Mille. Lei Freundin a Fën, mir Litzeburg ginn immer méi all an en pu Jo si mir eng Minoritéit an ausem egene Land. Mir pflegen als ege Kultur so gut wie net, a mir machen definitiv net genug fir als Spruch. Wir mussten also frohe stellen, die man langfristigen Evaluieren von unserer Nation zu dienen holen. Für all die Lenkparteien in der J7 ist das natürlich politisch unkorrekt, war nicht schon ausländerfeindlich oder rassistisch. Die massive Migration stellt uns für Probleme. Die Regierungen, die wir bislang hatten und die wir haben keine Integrationspolitik betrieben, jedenfalls keine, die den Umgang verdingen. Et geht net due, wo Multikulti ze schwärmen a Multiplicity op als Bussen ze molen, war gleichzeitig überall Probleme wose, guck nem op Scholen. Wir müssen Probleme benennen an sie endlich uppacken. Et huet neicht, an ich will dat deitlich so neicht mat Ausländerfeindlichkeit ze diewer mir eng voluntaristisch Integration vun den Ausländer iwwer de Wewen der Lützeburger Spruch forderen. Just de contraire. Et das nämlich nimme so, wo als ausländisch Matbierger sich können voll an als Gesellschaft integrieren, an all Chance wirklich hun die als Gesellschaft offriert not Erbesmerk. Mir sie kein Partei, die all Mod no lebt, an der op all Zug opspringt, die grad lerncht wird. Da der als die Partei vun de bleibende Werter a vun de feste Grundsatz. Lei Freundin nach Fren, mir alle go hun all Grund fir houfrisch op des Partei zu sinn. Am mir gi hun diesem Kongress op die näst Fälen zo an der Überzeung, dat das Land dat der brauch, an dat mir all ze summen dosinn fir diesem Land zu dingen. Ich so nicht merci. Super.